Was ist der Sinn vom Leben? Klammern dein Leben. Das finde ich jetzt eine richtig geile Frage. Also, bin ich richtig überrascht, was für nice Sachen. Es sind zwar nicht viele, aber jeder Mensch hat die Chance quasi bekommen, auf dieser Welt zu leben. Und ja, hat jedes Privileg, das Beste aus seinem Leben zu machen. Also jeder sollte das machen, was er will, wo er Lust drauf hat. Es gibt Leute, die haben den Sinn vom Leben, dass sie etwas Weltbewegendes erreichen oder machen, für das Klima einsetzen, für Tierrechte, für Menschenrechte, eben politisch oder whatever. Und ein paar, wie ich, haben einfach den Sinn vom Leben, dass sie da sind, im Jetzt leben und nicht an die Zukunft, schon ein bisschen an die Zukunft denken, aber einfach wirklich im Jetzt leben und das machen, wo sie jetzt Bock drauf haben. Weil mir lebt nur eine. Ich habe Bock auf YouTube-Videos machen, weil ich liebe es, wenn ich irgendetwas habe, dass ich einfach alles festhalten kann als Erinnerung. Klar, ich könnte es einfach so filmen, aber wenn ich es irgendwo auflade, dann schaut man es ihnen noch an und dann kann man vielleicht andere inspirieren oder andere können es schauen und ja, darum mache ich es. Oder andere haben vielleicht einfach den Sinn vom Leben, dass sie in eine Leidenschaft nachgehen. Egal, ob es Karriere ist oder Familie, whatever. Und ich muss ehrlich sein, ich weiss den Sinn vom Leben noch nicht genau, oder von meinem Leben besser gesagt, aber ich will mich auch gar nicht so genau mit dem auseinandersetzen, mit dem Thema, weil ich meine, ich lebe jetzt und ich mache einfach immer das, was ich Bock habe. Und meistens ist es dann auch gut und richtig. Und es fühlt sich auch richtig an. Klar, einfach vielleicht immer etwas Besonderes machen, zu den Menschen gut sein um dich herum, nicht andere judgen, wie sie anlegen, wie sie reden, wie sie rumlaufen, was sie machen, sondern beschäftige dich einfach mit deinem eigenen Leben so und mach das Beste daraus, mach das, was du Bock hast und ja, einfach nicht verschwenden, sondern einfach mal machen und viele Erinnerungen sammeln, viel reisen und viel rumkommen. Ja, dass man zurückblicken kann und sagen, ja, man hat das Beste aus seinem Leben gemacht, das Beste rausgeholt und das gemacht, was man wollte und man bereut nichts. Man bereut nicht, dass man etwas nicht gemacht hat, weil man bereut mehr das, was man nicht gemacht hat, als das, was man gemacht hat. Merkt euch das? Darum ja. Ich weiss nicht, ob ich die Frage jetzt richtig beantwortet habe, aber egal, ich habe es einfach ein bisschen gelabert. Willst du nicht so Energy arbeiten? Gott, Geist, das wäre richtig fett geil. Ja, weißt du, das wäre geil, natürlich. Zum Schelker und zum Moser und so der Nadia und so. Diese weiss ich nicht mehr, wie sie heissen, aber ja. Und die sind echt mega nice. Die sind wirklich cool. Aber ich glaube, ich bin zu wenig gut. Also ich bin Radiomoderatormässig könnte ich gar nicht. Also ich weiss nicht, ich könnte das nicht gut. So am Stück reden, ohne Fehler und ohne Verplappern und so. Aber ich würde mega gerne mal ein Praktikum machen dort bei Energy oder bei irgendeinem Radio, halt irgendwo, wo ich reinkomme, auch wenn es irgendein kleiner Radio wäre. Einfach mal so ein Jahr ein Praktikum, um ein bisschen schnuppern, so ein bisschen die Radioluft schnuppern und die Fernsehluft. Weil ich glaube, es wäre mega interessant und mega spannend, man kann mega viel lernen und es wäre halt der Kreativbereich, den ich mega liebe, weil ich liebe es kreativ sein und so. Ja, und ich glaube, es wäre ein mega cooles Team, weil es recht junge Leute auch sind. Klar, jetzt auch ein bisschen ältere, aber so ein junges, dynamisches Team, das so auf einer Wellenlänge bist quasi. So, das fände ich verdammt geil. Mega. Also Praktikum fix würde ich wirklich mal machen. Das möchte ich wirklich mal machen. Eve, I love you. Your support is big. Hast du irgendwelche negative Kommentare bekommen, wo du mit YouTube angefangen hast? Nein! 0, nix. 0. Nein. Egal ob irgendwie in Nachrichten oder in Real Life. In Real Life traut sich sowieso niemand irgendeinen Kommentar machen, aber nein, ich habe keinen einzigen negativen Kommentar bekommen. Was ich gehört habe, ich habe etwas natürlich gehört, schon ein bisschen, wo hintendurch wahrscheinlich geredet worden ist, aber das wird fix, also es wird fix hintendurch geredet. Das ist mir auch bewusst und das juckt mich auch nicht. Darum, ja, aber wirklich ins Gesicht oder eine Nachricht habe ich nicht bekommen, weil ich meine, ich bin auch nicht gross.
the fuck, mich kennt ja niemand. Mich kennen genauso die Leute hier in der Umgebung, die meine Videos schauen, meine Verwandten, meine Familie, halt meine Friends. Aber sonst schaut ja niemand meine Videos. Warum sollte ich den negativen Kommentar bekommen? Also höchstens von denen eben hier in der Umgebung, die einen Daumen nach unten geben. Oder wo immer Daumen nach unten geben. So, Leute, macht, ich tue gleich weitermachen. Weil ich meine, wieso sollte ich denn aufhören wegen dem? Und auch wenn ich negative Kommentare würde bekommen, also Kommentare oder mir jemand würde schreiben oder etwas sagen, so, super. Also ihr könnt mir gerne negative oder konstruktive Kritik geben, was ich verbessern kann. Und wenn es euch nicht passt, dann könnt ihr es mir auch gerne sagen. Es juckt mich dann einfach schlichtweg nicht, weil es kann nicht jedem recht sein, es muss auch nicht jedem gefallen und ihr müsst sie auch nicht schauen. Es zwingt euch ja auch niemand, die Videos zu schauen. Darum, und wenn ihr es schlecht findet, dann ist es halt so. Ich mache es für mich und für die Leute, die es gerne anschauen. Und ja, darum, es muss nicht allen passen und ich muss es auch nicht jedem recht machen. Darum, aber ich habe noch nie einen negativen Kommentar bekommen. Ich hätte auch gedacht, ich komme mir über. Nicht irgendwie eben krasse Beleidigung oder so, never. Und da bin ich wirklich froh. Aber eben, wieso sollte ich es bekommen? Also ich bin nicht, weiss Gott wie gross im Business und muss ja auch nicht werden, weil ich mache es ja aus Spass. Darum ja. Aber nein, ich bin wirklich froh, dass ich nicht so negativ bekommen habe. So, was haben wir noch? Ja, kannst du dir vorstellen, später im Ausland leben, haben wir mit Auswandern gehabt. Glaubst du an Schicksal? Ja. Ja, ich glaube, sicher ein Ja eigentlich schon, weil mega oft, mir ist halt mega oft Zeug passiert, wo ich wirklich darauf zurückgreifen so, das ist what? Wo ich halt nicht erklären konnte. Und das war dann nicht Zufall gewesen, sondern wirklich so, ich will ein Beispiel geben. Zum Beispiel, schwierig, was könnte ich sagen jetzt? So auf die spontane Art. Ich weiß nicht, aber ja, ich glaube einfach daran. Definitiv. Weil ich halt schon viele Erfahrungen mit dem gemacht habe quasi. Und auch wenn es es nicht gibt, irgendwie, ich glaube daran. Was haltest du von Freundschaft plus jedem das Seine? Ich meine, wenn jemand kein Beziehungsmensch ist und nur das eine will und das alles auf freundschaftlicher Basis mit gewissen Vorteilen, dann soll er es ausleben. Einfach wenn es für beide Parteien natürlich stimmt. Es funktioniert sicher nicht bei allen. Also du musst schon der Typ dafür sein, weil Freundschaft plus kannst du nicht dich einfach in die Person verlieben und dann in eine Beziehung gehen, ausser es kommt von beiden Seiten dann, aber das wäre ja dann nicht wirklich die Logik dahinter. Also es sollten schon beide Parteien wirklich nur das wählen und nicht mehr, weil sonst klappt es ja nicht. Darum, ja. Danke vielmals für eure Fragen. Sehr nice. Ich muss wirklich sagen, es sind zwar nicht mega viele gekommen, aber es sind gute gekommen. Sehr gute sogar, finde ich. Darum ja. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Hunger. So, also ich werde jetzt noch ein bisschen essen und nachher auch muss ich eine Kollegin schreiben, wenn wir uns kurz zur Zeit treffen. Und dann gehe ich in Interdiscount und in Ex Libris. Und dann gehe ich glaube noch Kuchen holen. Ich habe Bock auf Kuchen. Nein, was heisst Bock auf Kuchen? Ich habe gesagt, ich das Dessert morgen organisieren. Es ist früh! Ja bitte, ich habe euch gerne übergelassen. Oh, ich muss noch in Aldi. Wieso sind immer Leute im Auto und sehen mich? Woo! Oh, ich habe Kacken. Hi! Oh mein Gott! Hilfe! Oh Mann! Leute,
Ich habe Mochis gekauft. Ich habe eigentlich geilere Sorten, aber die sind alle ausverkauft. Warum sind sie im Lidl gehen alle Mochis kaufen? Ich habe nur noch Kokosnuss. Ich hätte eigentlich wollen, es hat noch Schoki und Pistazien gehabt, aber das kann ich mir nicht geil vorstellen. Darum, es hat eigentlich so eine Passionsfrucht oder irgendwie so, also etwas Fruchtiges hat es noch gegeben und irgendwie etwas anderes. 6 Sorten und es hat nur noch 3. Wow. Egal. Immerhin Kokosnuss und die taste ich dann nachher noch vor der Kamera. Und ja, jetzt gehe ich. Jetzt beobachtet mich wieder jemand. Jenna, es ist scheißegal. Ich gehe jetzt in Interdiscount und ich hoffe, ich bekomme Garantie und wenn nicht, dann halt nicht. So guys, ich bin gerade im... Es ist wieder einer gezoomt. Meine Hose vibriert. Ja? Wo bist du? Aha, okay, ich komme. Guys, ich fühle mich in der Öffentlichkeit und es ist low-key unangenehm, wenn mich Leute beobachtet. Jetzt gehen wir zu der Angie. Wo ist sie? Hey! So, jetzt muss ich dort irgendwie rüberkommen. Ich muss ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit filmen, weil ich muss ein bisschen mehr confident werden. Jetzt gehen wir zu der Angie. Hallo! Nein! Hi! Was geht? Hi! Hi! Geht's gut? Ja? Warte, ich die Kamera abstellen. Mein Auto stinkt nach Essen. Oh, das Essen war zwar geil, aber der Gestank. Also im Auto, also, das schmeckt aber immer nicht so geil. Aber ja. Genau. Ich bin jetzt wieder zurück. Und jetzt? Ah, ich bin vorher im Aldi gesehen. Ah, ich habe das erzählt, dass ich Mochi... Ah ja, ich glaube, ich habe es erzählt und die schmilzt. Ich muss unbedingt heim. Ich weiss nicht, ob ich... Nein, ich gehe jetzt wieder vorne. Ich gehe jetzt noch schnell in die Bäck. Gehe noch Kuchen holen. Einen Kaffee neben uns. Wir haben eine richtig geile Linser Torte, also Linser Kuchen. Die sind richtig fein. Ich hoffe, sie haben noch. Und dann gehe ich jetzt holen. Habe ich jetzt wieder zu mit. Love it! Ja, genau. Dann gehe ich jetzt holen. Und dann gehe ich hey. Woo! Und dann probiere ich die Mochis. It works! Kann ich in Interdiscount wegen meiner AirPods, weil die am Umbauen sind. Super! Bis zum 10. März. Dann gehe ich halt hin. Ich meine, ab und zu geht es und Musik hören kann ich zum Teil immer noch, aber ja. Es ist halt manchmal mühsam. Aber ja, hätte ich noch in Lidl müssen. Ich glaube nicht. Genau. Oh oh. Guys, ich habe die Linser Torte. Yes! Sie sieht vielleicht nicht so geil aus, aber es ist der Hammer. Oh mein Gott, ich freue mich. Und ich habe das Dessert organisiert, obwohl, ja mal. Und jetzt driven wir home. Yes. Ich bin die übrigens, wo man schon vor 10 Kilometern gehört, weil sie so laut Musik lässt. I think I'm losing my mind. Something I should know. Easy come, easy go. Open heart, I'm wide awake. Under every the stars, so falling from
So guys. Mochis. Woo. Ich kann sie nochmal in die Kühle tun. Damit es wirklich gelassen ist. Oh, da steht, wir sollten sie 5 Minuten vorher rausnehmen. Egal. Wow! Wahrscheinlich sind sie nicht so geil, weil wenn sie selber, also frisch gemacht sind, im in einem asiatischen Restaurant sind sie geiler, vermutlich, aber habe ich auch nicht gezoomt. Ich kann nicht viel erwarten, 5 Franken gezahlt, aber before eating, wait 5 minutes. Ach Mann, muss ich jetzt echt 5 Minuten warten? Wir müssen es ja richtig machen. Dann nehme ich es in dem Fall auf. Dann warten wir halt 5 Minuten. Ich habe noch ein bisschen den Geschmack von brennten Mandeln. Aber das ignorieren wir jetzt. Taste Test! Ich finde es geil. Ich finde es geil. Auch Kokosnuss. Hammer. Also wer noch nie Mochi hat, aussendurch ist halt so eine gummige Schicht. Das ist halt so gummig. Und innen dran ist halt Glasse. Und das ist halt Kokosnuss. Und es ist echt geil. Jetzt könnte ich gleich selber Schoki auch noch kaufen. Ich glaube, es wäre gleich geil gewesen. Aber das... Die Sorte heisst, glaube ich, Mango Passionsfrucht. Also es ist auch eine Mango und eine Passionsfrucht drauf. Darum denke ich, ist es so eine Sorte. Aber jetzt leider nicht gehabt. Ich hoffe, das nächste Mal, wenn ich gehe, hat es die. Weil ich stelle mir das mega geil vor. Aber Kokosnuss ist auch geil. Und ich glaube, es ist auch geil, wenn es noch ein bisschen länger aufgeteilt ist. Also noch länger als 5 Minuten. Aber ich glaube, das braucht schon, dass es nicht gerade aus der Gefriere kommt. Geil. Also für diesen Preis... Mal, finde ich geil. Es hat halt 6 Stück drin, ist 5 Franken. Also 4,90 oder 9,95 irgendwie so. Die von der Migros habe ich noch nie probiert. Ich habe nur in einem asiatischen Restaurant mal probiert, Mochis. Aber ich finde sie geil. Approve. Würde ich sagen, ich den Vlog beenden, weil es nichts Spannendes mehr passiert. Ich muss da hinten noch etwas machen. Ein bisschen lernen. Und ja, dann werde ich eigentlich nicht mehr viel machen. Heute durch den Tag. Darum ja, würde ich sagen, ich tue den Vlog beenden. Ich glaube, er ist eh schon viel zu lang wieder. Vielleicht muss ich sogar in 2 Teile aufteilen, je nachdem, we will see. Aber ja. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und er war einigermaßen interessant gewesen, wo ich nicht wirklich viel Spannendes gemacht habe. Aber ja, ihr wisst Bescheid, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren, dass ihr keine Videos von mir mehr verpasst. Und ich garantiere euch jetzt eins, in Zukunft werden heftige Videos folgen. Es werden geile Projekte auf euch zukommen, also geile Videos. Und ja, aber näher darauf eingehen werde ich später mal. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, whatever für Zeit gerade bei euch ist, wenn ihr das Video schaut. Und ja, we see each other the next time. Bye!